Donjon, Donjon. Der Donjon. Das ist eine mächtige Festung mit 4 schwarzen Türmen und unzähligen Kerkern und Verliesen. Vor allem aber ist der Donjon ein wahnsinniges Business. Abenteurer kommen von überall her, um die Schätze des Donjons zu plündern. Warum das ein gutes Geschäft ist? Weil die Abenteurer Eintritt zahlen. Und weil fast alle hier ihr Leben lassen, früher oder später, im Kampf mit den Monstern, die den Donjon bevölkern. Orks und Trolle, Gorgonen und Bedfellers, Mushrooms, Rotzlinge, Endloswürmer und so weiter und so fort. Der Donjon, das sind 1000 Tote im Monat. Aber eben auch 100.000 Goldstücke pro Monat. Und wenn mal einer mit einem Schatz davonkommt, dann ist das einfach gute Werbung. So einen Betrieb muss man aber erstmal am Laufen halten. Einer muss die Zügel in der Hand halten, muss die Verantwortung schultern. Mit kühlem Kopf, Herz und harter Hand. Und das bin ich. Herbert von Vaucassin. So geht das nicht, Herbert. Ich mag dich, aber wenn du nicht lernst zu kämpfen, kann ich dich nicht behalten. Du bist wie ein Sieb. Sobald du irgendwas bewachen sollst, lässt du dir's klauen. Das stimmt doch. Den Thron, die Das ist der Wärter. Ein schwarzer Vogel. Ihm gehört der Donjon und er ist mein Boss. Ich bin halt nicht sicher, ob ich für den Job geschaffen bin. Und dann dieses magische Schwert, das sich nicht ziehen lässt und mir verbietet, eine andere Waffe zu benutzen. Ach was, ein wahrer Krieger braucht kein Schwert. Du musst lernen, dir mit deinen Augen Respekt zu verschaffen. Nur der Riese Biskarra hat ein ausreichend großes Auge, um Leute damit umzulegen, Wärter. Schon gut, Schlaukopf. Ich werde dir Unterricht im Kampfsport erteilen lassen. Und du wirst sehen, in einem Monat bringst du die Leute mit dem kleinen Fingernagel um. Warum nicht einfach einen abgeknabberten Fingernagel benutzen? Wenn man den jemanden in die Suppe legt, wird er vor Grauen tot umfallen. Geh nach Lispellam, das Dorf der Hasen, die keine Fremden mögen. Marvin wird dir doch jemanden vorstellen. Marvin, das ist ein roter Drache, aber humanoid. Er ist ein furchtbar guter Kämpfer. Wir, Marvin und ich, haben den Donjon beim letzten Mal zusammen gerettet. In Lispellam traf ich auf ihn und auf einen Kartoffelsack. Einen sprechenden Kartoffelsack. Marvins Meister. Junge Enten, Hallo. ich bringe dir die Kunst des Kämpfens bei. Cool. Und wenn du ihrer unwürdig bist, stirbst du. Witzig. Der war gut. Mein Herr macht niemals Witze. Komm, Herbert, ich stelle dir meine anderen Schüler vor. Henry, Hey, Naga. Wolltest du was sagen? los, ihr habt beide euren Schlaf verdient. In einigen Stunden wird der Unterricht beginnen. Den Schlaf hatte ich mir wirklich verdient. Nicht verdient hatte ich, dass mir am Morgen ein Messer in der Brust steckte. Ah, Herbert wurde in der Nacht erstochen. Sehr gut, Maus. Du hast den Schlaf der Ente genutzt, um dich ihrer zu entledigen. Sehr gescheit. Sehr gut. Nun, Marvin, das war's dann wohl für deinen Schützling. Ja, sehr gut, aber du hast nicht gewonnen, Maus. Du hättest wissen sollen, dass Herberts Herz im Bulasch schlägt. Wir haben es ihm im Donjon herausgenommen und im Bulasch eingepflanzt. Dann bin ich wieder aufgewacht. Oh, es tut so furchtbar weh. Das warst du, du kleines, fieses Nutria-Schwein. Na warte, das war das letzte Mal. Das ist dafür, dass du böse bist. Und das hier, weil ich böse bin.
Hör auf jetzt. Okay, nehmen wir das Training wieder auf. Und soll ich allein weitermachen? Simpler und gewöhnlicher Angriff. Aber der Sieg gehört ihm. Simpler und gewöhnlicher Sieg. Aber mein Unterricht besteht nicht nur darin, euch das Kämpfen zu lehren. Ihr sollt Hordenführer werden. Und es war Krieg zwischen den beiden Dörfern. Da gab es Odilon, einen von friedlichen Schäfern bevölkerten Hügel, und nicht weit von dort lag Kubin, eine Insel, voller brutaler und primitiver Jäger. Wie durch ein Wunder lebten diese beiden Völker in Frieden miteinander. Nun ja, nicht wirklich durch ein Wunder. Die Jäger konnten nicht schwimmen. Das war alles. Henry und ich wurden jeder zu einem der Völker ausgesandt, um diese auszubilden und ihnen Reichtum und Technologie zu verschaffen, bevor wir sie in den Kampf führten. Das Erste, was Henry nach seiner Ankunft auf der Insel tat, war, den Jägern beizubringen, wozu man Geld gebrauchen kann. Er ließ sie Gold aus ihren Minen abbauen und lehrte sie, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Dann setzte er überall Chefs ein. Die Jäger, zuvor vollkommen identisch, bekamen Persönlichkeit. Von nun an würde es Reiche und Arme geben. Jene, die befehlen, und jene, die gehorchen. Und er, Henry, befehligte alle. Denn jene, die befahlen, waren ihm dankbar für ihre Beförderung, und jene, die gehorchten, hatten nichts zu sagen. Jene, die befahlen, hatten bald Lust, noch mehr zu befehlen, und trugen denen, die gehorchten, auf, viele Waffen zu bauen, um den Schäfern auf der anderen Seite die Rübe einzuschlagen. Und das gefiel denen, die gehorchten, denn einen Krieg vorzubereiten ist amüsanter als zu arbeiten. Und außerdem würden sie, wenn sie genügend Schäfern die Rübe einschlügen, die Chefs der restlichen Schäfer. Und auf diese Weise würde es auch Leute geben, die ihnen gehorchten. Ich indessen verstand mich sofort prächtig mit den Schäfern. Das waren wunderbare Leute, an deren Lebensweise es nichts zu ändern gab. Sie hatten keine Chefs, keinen Gott und nahmen von der Natur nur das, was sie benötigten. Sie liefen auf Stelzen, um nicht unnötigerweise kleine Insekten zu töten. Und außerdem, um besser ihr schönes Land überblicken zu können, das so groß war wie die ganze weite Welt. Denn sie dachten nicht daran, irgendwelche Grenzen zu setzen. Ihre Bevölkerung nahm nicht zu und alle mochten sich. Wirklich, es wäre ein Verbrechen gewesen, die Lebensweise dieser Leute zu verändern. Ich lebte zufrieden unter ihnen, denn sie mochten Fremde, die ihnen amüsante Geschichten erzählten. Ich war wunschlos glücklich. Bis zu dem Tag, an dem Henry mit seinen Jägern kam. Die Schäfer wurden überwältigt und auf der Stelle versklavt. Diesen Zustand nicht ertragend, starben sie alle vor Gram und Unglück noch in derselben Nacht. Bravo, bravo, Maus. Einen Schüler deines Formats habe ich noch nie zuvor gehabt. Du bist der beste Kriegsherr auf der ganzen Welt. Außer mir. Nimm das. Warum habt ihr ihn getötet, Herr? Weil er sich früher oder später an mir hätte messen müssen. Ja, aber... Meine Arbeit ist getan. Lebt wohl. Was sagt man dazu? Der Typ organisiert Lehrgänge, um seine Rivalen zu töten, bevor sie stärker werden als er. Nein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Egal, wer darunter zu leiden hat. Sei nicht dumm, Herbert. Du siehst doch, dass dein Unterricht weitergeht. Es ist ein Test. Ein Test? Er wartet deine Reaktion ab und kommt dann wieder. Es ist ein Test. Hör zu, Marvin. In 3 Wochen muss ich kampftüchtig in den Donjon zurückkehren. Ich brauche einen Lehrer. Marvin, du wirst mein Lehrer sein. Ich werde dem Meister eine Nachricht hinterlassen. Er wird uns schon finden. Er kommt nicht wieder. Er ist ein Feigling. Oh, sei still, du ungläubige Ente. Erst trainieren wir, dann kommt er wieder. Heißt das, du bringst mir das Kämpfen bei? Ja, such dir eine Feder und einen Knüppel. Knüppel. Knüppel habe ich. Feder? Au, auch. Kennst du die Felsengoblins? Die Felsenorks? Nein, es sind Goblins. Sie sind gleich da unten.
Und wir greifen sie an, um zu trainieren? Noch besser. Der Thron des Bergkönigs liegt genau unter unseren Füßen, in einer tiefen Höhle. Ziel des Spiels ist es, seine Socken an sich zu bringen. Aha. Und die sind wertvoll, die Socken des Bergkönigs, ja? Nein, aber es ist tierisch schwer, sie ihm zu klauen. Okay, gehen wir. Na gut, steigen wir hinab. Und der Bergkönig ist also der König der Orks, oder? Der König der Goblins. Der Goblin, oder vielmehr die Goblins, sind ganz anders. Grün mit unterschiedlich vielen Köpfen. Sie können lange mit Spitzen besetzte Schwänze und Flügel haben. Ja. Es sind polterne Kerle, die jeder anderen Regierung als der ihres Bergkönigs feindselig gegenüberstehen. Aber viele Königreiche haben einen Pakt mit ihnen. Denn im Fabrizieren von Kriegsmaschinen und Folterinstrumenten sind sie fast genauso gut wie die Zwerge. Dort ist die erste Tür. Du bist dran. Halt! Nimm das! Wie ich sehe, bist du gut im Training mit dem Knüppel. Aber du hättest mit ihm reden können. Ach, ich dachte, ich soll kämpfen. Stehen geblieben! Auf der Stelle! Erbarmen führt mich zum Bergkönig. Ich bringe ihm die Stiefel des Herrn der Enten als Friedensangebot. So viel zum Friedensangebot. Er wollte mich mit seiner Axt entzwei schlagen. Da habe ich ihm eins mit dem Knüppel gegeben. Marvin, warum hast du mir gesagt, dass ich reden soll? Ich sagte, du hättest reden können. Nur siehst du selbst, dass es zwecklos ist. Ja, und versuch ein wenig mit der Feder zu kämpfen. Du wirst keine Fortschritte machen, wenn du immer nur den Knüppel benutzt. Die Feder ist total doof. Ach, gar nicht. Versuche es, du wirst schon sehen. Immerhin hast du ja 10.020 Türen, um dich zu vervollkommnen. Was? Dahinter sind noch 10.020 solcher Türen? Ach, natürlich nicht. Ah, ich dachte schon. 10.018. 2 hast du ja schon passiert. Witzig. Halt! Los, konzentrier dich auf die Feder. Jetzt gebe ich dir. Jetzt habe ich's kapiert. Die Feder ist eine Waffe zum Ablenken, um später besser mit dem Knüppel angreifen zu können. Nein, stell dir eine Welt vor, in der alles verkehrt ist. Wo man in der Erde lebt, wo man Erde atmet, wo man sich in der Luft stößt, wo das Feuer löscht und das Schwert streichelt. Welches wäre dann die gefährlichste Waffe? Konzentriere dich darauf, wenn du mit der Feder kämpfst und... Halt! An Tür 7424 begriff ich, wie ich die Feder zu benutzen hatte. Und an Tür 9551 beherrschte ich sie. Dann kamen wir zu Tür 10.000. Von nun an werde ich dir helfen. Jetzt auf einmal. Es sind nur noch 20 Türen, das schaffe ich auch allein, Marvin. Ja, einerseits freut mich das. Andererseits wird sich die Anzahl der Goblins von hier an vor jeder Tür verdoppeln. Verdoppeln? Na gut, dann sind es eben 40 bei 20 Türen. Selbst wenn es am Ende 40 auf einmal wären, schaffe ich das. Nicht so verdoppeln, sondern so. 4 Wächter, Halt! 8 Wächter. Halt! An der 10.020. Tür sind es mehr als 1 Million. Ach ja, noch ein Tipp. Du bist ja eine Ente, also am ganzen Körper mit Federn bedeckt. Ja, und? Naja, jetzt wo du die Technik raus hast, musst du gar nicht mehr eine Feder in der Hand führen. Du kannst die Gegner auch einfach totschnipsen. Direkt mit den Fingern. So. Hättest du mir das nicht früher sagen können? Nein. Diese letzte Tür zu passieren erfordert eine ungeheure Geduld. Und los. Der Kampf dauerte eine irrwitzige Zeit.
Er dauerte so lange, dass den Goblins Bärte wuchsen, in denen sie sich mit ihren Füßen verhedderten. Um uns zu stärken, aßen Marvin und ich kleine Pilze, die zwischen den Zehen der Goblins wuchsen. Da sind blaue, willst du welche? Ja. Marvin aß so viele, dass er zusehends dicker wurde. Als er die Grenze von 200 Kilo überschritten hatte, entdeckte er eine neue Fähigkeit. Den Feuersturm, den er bei jeder Verdauung auslöste. Tong Deum, der lodernde Bauch. Hey du! Bevor du stirbst, wo ist dein König? Geht da hoch, wo ihr hergekommen seid. Um diese Jahreszeit wohnt er im Westen des Berges. Danke. Schnips! So trotteten Marvin und ich den Weg zurück, den wir gekommen waren, und fanden uns bald dem Bergkönig gegenüber, der den Sommerabend im Wald genoss. Tag, euer Wohlhochgeboren. Ihr wollt meine Krone. Ist es das? Eure Socken reichen uns hier. Ihr kommt euch wohl sehr schlau vor, hm? Ihr wollt ein Duell. Ist es das? So sei es. Wählt eure Waffe. Ich wähle Bridge Seer. Spinnst du? Wähl die Feder. Unter Edelleuten wäre es unpassend, seinen Gegner zur Explosion zu bringen. Bridge. Ist das dieses Spiel mit den Karten? In der Tat, Seer. Das ist ein zu kompliziertes Spiel. Ich kenne nur Mau Mau und Schwarzer Peter. Nun gut, Seer, dann lasst uns Mau Mau spielen. Die Partie war knapp, denn ich schummelte gerade nur so viel, um zu gewinnen. Dann gingen Marvin und ich an die Stelle zurück, wo wir auf Marvins Meister gewartet hatten. Schau mal, ein Steinhaufen. Dein Herr hat dir eine Botschaft hinterlassen. Nein, das ist meine Botschaft, die ich ihm hinterlassen habe. Der Meister ist nicht wiedergekommen. Weißt du, ich verstehe ja, dass du sehr enttäuscht bist. Aber das lehrt dich, eher an dich selbst zu glauben, als an jemand anderen. Ich sage mich von meinem Herrn los. Er hat mich gedemütigt. Stimmt, er war nicht nett zu dir. Nein, er hat mich gedemütigt, weil er mich nach der Ausbildung nicht getötet hat. Er hat mich als schwach beurteilt. Was? Nur weil er dich nicht getötet hat, bist du in einer solchen Verfassung? Ich werde ihn finden und ihn töten. Ich komme mit. Nein, der Meister würde dich wie nichts umlegen. Wieso? Du bist weit entfernt davon, unschlagbar zu sein. Aber für deine Arbeit im Donjon reicht dein Können aus. Geh zurück dorthin, ich komme nach. Ist meine Ausbildung zu Ende? Fast. Denk darüber nach, was dich zum Kämpfen bringt. Was mich zum Kämpfen bringt? Jeder von uns wird von einer Illusion angetrieben. Lerne deine eigene zu erkennen, dann bist du ein Krieger. Adieu! Adieu. Warum kämpfe ich? Um dem Wärter zu gefallen? Um meine Arbeit nicht zu verlieren? Mit Kämpfen habe ich nichts am Hut. So, Zeit für eine kleine Pause. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Bisschen links, links, links. Ja, so. Und absetzen. Plötzlich kamen Goblins und richteten mir ein kleines Wohnzimmer ein. So mit Büchergestell, Fernseher, Tisch und allem. Hier rüber, du Klappspaten. Ja, kommt rein, beeilt euch. Entschuldigung, Wo war der Hammer? Hier, steckt an ich deinem nehme Gürtel. an, ihr haltet mich für euren König, weil ich diese Krone trage. Ihr seid unser König. Der König der Goblins. Oh. Na gut, ich habe Hunger. Tut's weh. Nicht naschen. Au. Und dann gab's ein Riesenmahl. Eure Verbindlichkeit, lasst es euch schmecken. Wow. Bedient euch auch, wenn ihr wollt. Danke, Sir. Wir haben bereits gegessen. Ich hätte gern ein Pferd für meinen restlichen Weg. Oh, oder
einen Wagen. Ja, einen Wagen. Wäre wohl bequemer. Hier ist ein königliches Gefährt, Sire, sowie ein Rinderkarren für eure Lebensmittel und ein Katapult für eventuelle Attacken. Super. Und all das lasst ihr durch Magie erscheinen? Ganz und gar nicht, Sire. Wir haben das Schloss nebenan geplündert. Habt ihr zumindest die Bewohner nicht gequält? Nein, Sire, wir quälen niemals das, was wir essen. Das ist aber überhaupt nicht gut. Ihr müsst mir versprechen, nie mehr zu stehlen und nie mehr Leute zu essen. Unmöglich, Sire. So machen es die Goblins seit Anbeginn der Zeit. Dann will ich nicht mehr euer König sein. Wir haben euch nicht um eure Meinung gebeten, Sire. Währenddessen durchstreifte Marvin die Wälder auf der Suche nach seinem Meister, den er töten wollte. Marvin hatte Hunger. Auf einer einsamen Wegkreuzung traf er einen Mönch. Purpurner Einfall. Verzeihung, Mönch. Kannst du mir etwas Verpflegung verkaufen? Sicher. Der Handel ist keine gottlose Tat. Ich habe Kartoffeln für 3 Tage in meinem Sack. Sieh hinein. Mönch, Was ist? wo hast du diesen Sack gefunden? Unterhalb von hier. Neben einer großen Nacktschnecke. Wieso? Das ist die Kleidung meines Herrn. Wenn dein Meister seine Haut gewechselt hat, ist das ein Zeichen dafür, dass auch du dich ändern solltest. Ich habe mich geändert. Ich habe ihm abgeschworen und ich werde ihn töten. Sehr gut. Töte ihn mit dem Kopf nach Norden gewandt, so verliert sich sein Geist im Eis. Aber vorher nimm die Eingeweide aus seinem Körper und koche sie im Tau. Esse sie anschließend und singe dabei. Das geht nicht. Ich bin Vegetarier. Naja, dann zwing dich halt, wenn du nicht willst, dass sich dein Körper mit den Krankheiten füllt, die er dir prophezeien wird. Doch bevor du ihn ausweidest, bringe deinen Herrn dazu, dich zu beschimpfen und sich von dir abzuwenden. Dann werden dich keine Schuldgefühle plagen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn er mich beschimpft, kann ich ihn nicht töten. Du bist einer von diesen Dreisten. Wer hat schon Angst vor einem pflanzenfressenden Dreisten? Nicht deinem Herrn willst du deine Stärke beweisen, sondern dir selbst. Dein Stolz, deine Religion und deine Moral machen dich schwach. Sie sind es, die du töten solltest. Sie machen mich nicht schwach. Durch sie bin ich anders. Wenn du anders bist, warum handelst du dann wie alle Leute mit dieser kleinlichen Rache und diesem falschen Stolz? Danke, Mönch. Ich glaube, ich habe verstanden. Leb wohl! Marvin, mein Armer, du wirst dich niemals ändern. Und während Marvin die Weisheit sackweise bekam, kehrte ich zum Donjon zurück. Herbert? Tag, Doc. Kniet nieder vor unserem König. Hört ihr nicht? Herbert, Ja? Niederknien! was hat das zu bedeuten? Kniet nieder. Ja. Kniet nieder oder wir bringen euch um. Das reicht, das reicht. Also hör mal, die gefallen mir nicht sehr, deine neuen Freunde. Weiß mir auch nicht, aber die verfolgen mich auf Schritt und Tritt. Na, dann kommst du eben wieder, wenn du sie losgeworden bist. Was? Tschüss. Wünscht ihr, dass wir den Donjon Stein für Stein vernichten, König? Nein. Wir werden die Nacht überlagern, hier draußen, vor dem Tor. War das ein schönes Nickerchen. Los, bringt mir mein Frühstück. Oh weia, die sind ja alle weg. Und meine Krone haben sie mir auch geklaut. Oh nein. Aber dafür konnte ich ohne die Goblins wieder zurück in den Donjon. Dort traf ich auf Marvin. Und, Marvin, hast du deinen Herrn getötet? Nein. Ich habe ihn gesehen, aber nicht getötet.
Ich habe so getan, als würde ich ihn nicht erkennen. Ich habe so getan, als würde ich sein Geschwätz glauben. Jetzt hält er mich immer noch für blöd. Aber ich weiß, dass ich ihm überlegen bin. Sehr weise gedacht. Und das genügt dir? Nein, er hat seine Ehre verloren, indem er seine Identität vor mir verbarg und mich davon abbringen wollte, ihn zu töten. Ich werde dafür sorgen, dass dies in allen Ecken des Landes bekannt wird. Tja, ich hätte fast ein Königreich behalten. Aber das war nicht für mich gemacht. Na, dann geh doch zurück in deine Heimat. Das kann ich nicht. Ich habe meinen Fechtlehrer getötet. Das war ein Unfall. Im Fechttraining. Der Degen war nicht stumpf, sondern spitz, das wusste ich nicht. Danach hat mich die Gemeinde verbannt und ins Exil geschickt. Was soll's. Geh zurück. Das ist doch sicherlich der Grund, weshalb du ein Krieger werden wolltest. Ich hätte als König der Goblins in meine Heimat zurückkehren und jeden, den ich wollte, töten lassen können. Aber das wäre nicht ich. Man soll niemals andere das tun lassen, was man mit eigenen Händen erledigen kann. Eine Sache ist erst abgeschlossen, wenn man selbst Hand angelegt hat. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.